Hallihallöle, ich bin's, euer Blasteringenieur. Und da guckt, der zweite eigene Blaster und der erste. Ja, Gott jetzt nicht. Aber das ist jetzt, da seht ihr, die seltsame Bedienung. Warum ich es immer gewohnt bin, irgendwie den Blaster mit dem Mittelfinger zu bedienen. Und ich hab mir gedacht, da vorne fehlen ja noch 2 Stufen. Da haben wir eine neue Referenzmessung. Und wenn wir dann schon Referenzmessung machen, dann vergleichen wir mit dem ersten Blaster. Weil ihr seht, gucken wir mal kurz rein, für alle, die beim Aufbau nicht dabei waren. Oder für alle, für die schon länger her ist. Da haben wir 2 Stufen. Allerdings ja, sind es eher so ganz billige Modelle und die Schwungräder sind selber aus dem 3D-Drucker rausgelassen. Und ich habe jetzt hier mal, da haben wir die Glow in the Dark Pfeile drin. Das hat ja mit der Tracer-Einheit nicht so funktioniert, deswegen sieht das vorne so verratzt aus. Aber das kommt auch noch. Irgendwann einmal. Irgendwann. An einem schönen Tag. Auf jeden Fall haben wir da 6 Glow in the Dark und so 6 Worker-Pfeile. Und jetzt vergleichen wir doch einfach mal heute. Und dann machen wir mit dem da habe ich auf jeden Fall mehr wie 18 Pfeile drin. Das wir hoffentlich während dem Video nicht nachladen müssen. Dann machen wir erst einmal Referenzmessung fürs heutige Video. Und dann machen wir da 3. Stufe, 4. Stufe. Das ist der Plan für heute. Und noch viel mehr Kabelsalat. Und dann gucken wir mal, was bringt. Was seht ihr? Das ist aus dem Prototyp so langsam entstanden, oder seht ihr? Schönes Design. Was man da alles so machen kann. So, Klappe ist dasselbe geblieben. Oder nicht dasselbe, aber ziemlich ähnlich. Und ihr seht, Spannungsanzeig von 11,5 Volt. Das heißt, die im Aussehen noch ziemlich glücklich. Seht, und immer so nah beieinander. Ja, das wird's. Das heißt, Griff ist ein bisschen weiter in der Mitte. Ja, Schulterstütze hat sich ein bisschen verändert. Position. Aber jetzt nicht so dramatisch, also. Das heißt, kriegen wir das irgendwie so ins Bild, dass das. Ja, der obere, also der neue ist ein bisschen kantiger, ein bisschen boxiger, das ist klar. Aber das ist auch gewollt. Der Griff ist eigentlich ziemlich ähnlich, da habe ich da unten. Bei der Type da hat er die Kante abgeschnitten, weil ich will den auch so rum bedienen können. Und da ist jetzt keine Batterie drin. Das ist nur so als Idee bei dem Blaster kommen. Und bei dem Gott das schon, dass man den auch so bedienen könnt. Und da könnte man da oben noch was anderes noch machen. Das ist jetzt bei dem ein bisschen ungeschickt, weil deswegen habe ich da die Schräge von dem Griff weggenommen. Also wenn man das so macht, dann muss der doch auch noch gerade sein, der Griff. Und da ist jetzt, ja, so könnte man den. Und dann muss man da, deswegen habe ich den Taster da auch in die Mitte gelegt. Ja, den Taster, das habe ich nachträglich gemacht. Das war so jetzt nicht ganz vorgesehen. Aber der Griff ist echt gemütlich geworden. Also. Dann bin ich recht glücklich. Auch die Optik, also. Das ist schon. Ja. Die Schulterstütze und alles. Mal ein bisschen pieksig. Aber das gefällt mir so. Und es kann sein, dass man die Plattform da haben, das Design irgendwann mal auf die Plattform anpasst. Also die Schulterstütze kann man vieles gleich lassen. Das war wahrscheinlich ein bisschen paar Punkte hin und her schieben. Griff das Teil muss ich wahrscheinlich neu entwerfen, weil das sieht dann schon ein bisschen anders aus. Aber das wird sich zeigen. Das da dürfte es, ja, ein bisschen länger, das vorne dürfte man immer noch ziemlich ähnlich nutzen können. Das ist halt ein bisschen Länge, Bräute. Man dürfte es passen. Ja, der Versuch. Aber ja, das Blaster hat eine Geschichte.
So. Holen wir das Messmittel. Wecken wir das Messmittel auf. Machen wir ein paar Messwerte. Gucken. Weil der kam mit 2 Stufen. Was haben wir? Im Mittel äußer 30,3 Meter pro Sekunde. Im Minimum 30,8 Meter pro Sekunde. Und im Maximum 31,9. Das ist da. Und bei dem, ich habe jetzt auf die schnelle keine Messwerte gefunden. Deswegen habe ich gedacht, mach das einfach neu. Also, sage ich beim letzten Mal. Vergesse, meine Messwerte sind immer Meter pro Sekunde. Mit Fuß pro Sekunde kann ich nichts anfangen. Das fangen wir gar nicht erst an. So. Ui. Oh, der Geruch. Hat sich da wieder das Schwungrädle verabschiedet. Ah. Das ist. Ich hab's vorher noch testet und geguckt, ob sie sauber reingeklebt sind. Das ist. Das Bein. Ja, das heißt, da haben wir im Mittel 19,8, im Minimum 15,5 und im Maximum 23,9. Das heißt, bin jetzt mal so frei, das nebenher zu notieren. Das heißt, weiße Pfeile 19,8 Minimum, Blödsinn, Mittel und Minimum 15,5 und im Maximum 23,9. Jetzt gucken wir noch, was das mit den Worker Darts hinbringt. Dann machen wir zweite Messung mit dem da hinten. Jetzt lassen wir das da hinten halt mal offen. Jetzt müssen wir. Oh, das Reset ist immer. Das da, das und dann mit schwarzen Knöpfen zurück. So, oder? Ja, das war jetzt nicht so gut. Nicht so gut. Okay, ich glaube, irgendwie. Warte mal, wenn man den Deckel wieder drauf macht, Gott dann. Nee, auch nicht. Das heißt, die Schwungrädlerskombination, Gott wohl, mit den Pfeilen nicht, oder muss vielleicht mal gescheit reinkleben. Also, das ist einfach, das Ergebnis, das taugt nicht. Das fassen wir so zusammen. Eieiei. Das wird die Bedienung noch. So, oder? Fassen wir so zusammen. Das ist nicht bestanden. Ah. Ja. Oh. Den hat es jetzt doch gescheit rausgeschossen. Okay, die verweigern sich einfach der Messung, die Pfeile. Und da seht ihr da. Wird da nicht durch das Designteil wird das Magazin festgehalten. Das ist beim anderen halt noch nicht. So, das wieder aus, sonst flackert da die ganze Zeit. So, ja, die Schwungrädler muss ich doch mal irgendwie gescheit reinkleben. Aber das ist recht kostenoptimiert. Da sind die Schwungrädler wesentlich teurer. So, der ist da noch. So, da auf die Seite. Dann hier. Da müssen wir. Da Gott ist noch nicht so komfortabel, aber dafür kann man hinten und reinfassen. Das ist halt. Da, Libo rein. So, so. Da kann man jetzt da noch. Der klingt einfach schon ganz anders. So, Hopp. Woran hängst denn du? Mag das nicht, wenn es so voll klar ist?
Ah, der erste mag nicht ganz so, der mit 17,9. Aber ein ziemlich arger Ausreißer. Das heißt, da haben wir 28,8 im Mittel. Ja, da haben wir mit 17,9 halt auch ein ziemlich arger Ausreißer, weil der Rest liegt auch wieder so um die 30. Also 30,2 ist der maximale. Das ist okay, das heißt, ne, doch 17,9 im Minimum, Maximum also 30,2 und im Mittel 28,8 Meter pro Sekunde natürlich. Das Maßeinheiten sind keine Luxusobjekte. So, Pfeile Einsammler, wenn in den Weg liegen, Messmittel weg. Werde notiere ich mir nachher, das können wir, weil jetzt geht es darum, nächste Stufe. Noch eine Stufe, noch eine Stufe. So, dann haben wir der nächste Dummy. Aber ein Schmarrn brauchen wir ja gar nicht, dann nehmen wir einfach einen weg. Das ist jetzt der Hanna. Sagt man, bevor wir dran anfangen rumzuschrauben, dann lieber wieder von vorne. Das wäre vielleicht ganz gut. Hey, Herr Blaster-Ingenieur, wo haben Sie Ihren Kopf halt wieder? Das bin ich froh, dass ich kein Sicherheitsingenieur bin. Ich wär arm. Gut, wobei ich jeden Scheiß finde. Das ist manchmal. Ohne Kopf ist man halt wie ein Depp. Also macht so, wie ich sage, nicht so, wie ich es mache. Simpel. So, oder da kommt jetzt nächste Stufe. Wie das. Und dann passt. Dann haben wir da. Dann haben wir da. Das da. Dann haben wir da Tütle voll Schreibler. Das fummel ich nachher raus. Und ein Tütle voll Schwungrädler. So. Und ich habe wieder Seitenschneiderle. Der hat sich beim letzten Modifikation ging der Seitenschneiderle kaputt da an der Stelle. Also guckt euch das Video an. Lustig war's. Ich hab's auch original ins Video, weil normalerweise schmeiße ich den Ton immer raus bei den Zusammenschnitten. Aber das konnte ich dann. Meine erste Reaktion, das war nicht so lustig wie meine zweite Reaktion. Das war dann, das hätte auch mal, da kriegt ihr da auch mit, wie die Verzweiflung so war. Ja, dieses verzweifelte, muss das jetzt sein? Und dann halt, ja gut, was will man denn machen? Muck. Nur drüber lachen ist gesünder, wie sich drüber aufregen. Also, dann neue Schwungrädleskäfig. Dann muss das wieder rein. Das ist da rechts haben. Muss da rot nach hinten. Ja, feststellt, wenn man das richtig macht, dreht es auch gleich in die richtige Richtung. Rot nach hinten, rot nach vorne. Das hätte ins Modell eigentlich irgendwie eindesignen soll. Irgendwo Kerbe oder sonst was, die signalisiert, auf welche Seite das muss. Weil sonst kann man mit dem Schwungrädel das Magazin vollladen. Ne, es geht halt in eine andere Richtung. Das Magazin geladen wird deswegen nicht, aber boah, die war halt schon quetscht, die Pfeile. Die kann man auf keine andere Blaster mehr verwenden. So, und ich jetzt sage, das machen wir Schnelldurchlauf. Und wenn ich lustig bin, mache ich das zweite Käfig gleich mit dem Schnelldurchlauf. Dann können wir nachher zügig. Aber dann, ohne weiter schwätzen, bis gleich. Ah ja, der Schrauberkleber, der hat sich wieder mal gefreut, mich zu sehen. Ah ja, wie ist das? Immer wenn man Schrauberkleber, blauer Schrauberkleber verschüttet, stirbt irgendwo ein Schlumpf, oder? So in etwa. So. Ja, beschlossen das. Bevor wir die Suckelei nochmal machen. Und machen wir einfach beide Motoren gleich mal, oder beide Satzmotoren gleich mal rein. Dass das zumindest erledigt ist.
So, das ist ein bisschen putzen. Ja, das ist noch nicht. Vielleicht klebt das noch ein anderes Zeugs auch noch, das weiß ich nicht. So gut kenne ich das Material nicht. Der Krust ist halt. Aber ich denke, wenn man den nicht reinmacht, kann es schon sein, dass er sich lose rödelt und an eine blöde Schraube kommt man noch nicht mehr nach. Das ist so meine Befürchtung. Aber ihr könnt auch einfach warten, bevor ihr sowas macht. Einfach meinen Kanal weiter verfolgen, Abo da lassen und sehr, weiß ich, nach ein paar hundert Schuss so Bericht. Oder so in nächste Videos. Und dann eure eigene Schlüsse ziehen. Das ist ja, ihr könnt ja aus meinen Fehlern lernen, ohne dass es bei euch kostet, Nerven fuhr. Also, ohne dass es euch Nerven und Geld kostet, so in etwa. Das ist weg damit. So, dale. Geht's halt. Siehst du das da hinten? Oh, ohne Kopf. Depp. So in etwa. Das ist aber. Das ist falsch. Das müsste man dann so. Oh, jetzt habe ich mich schon gefreut, dass das sich mit Schraubenkleber erledigt hat. Eieieiei. So viel. Krust! Krust! Der ist richtig. Der ist richtig. Das andere ist halt. Was soll ich dazu sagen? Manchmal bin ich froh, dass ich Zettel habe, auf denen steht, dass ich ein kluger Mensch bin. Weil sonst hätte ich es nicht glauben. Oder manchmal bin ich froh, dass man nicht durchgehend klug sein muss, um als klug zu gelten. So in etwa. Dass es reicht, in ein paar Momente im Leben klug zu sein. Und manchmal auch ziemlich dumm sein darf. Und trotzdem noch. So. Rote Punkt nach hinten. Da ist es auch. Auf der anderen Seite nicht. So. Bei alle anderen ist der rote Punkt auf der Außenseite nach hinten. Und dann muss der rote Punkt nach vorne. Ja. Komm, wir packen neue Schraube rein. Aber jetzt machen wir schnell Durchlauf. Habe ich genug gejammert vor der Kamera. Bis gleich. So, Dele. Jetzt haben wir dreistufig. Und alles richtig. Die rote Punkte da nach vorne, da nach hinten. Gut, dass die zwei funktionieren, haben wir schon. Das wissen wir. Da haben wir da. Roter Punkt nach hinten.
der Seite, auf der anderen Seite nach vorne. Wunderbar. Aber da sind die Schwungräder noch nicht drin. Jetzt gucken wir erstmal, ob die dritte Stufe irgendwas bringt. Das können wir wieder ins Bild packen. Oh, Vorsicht, die Spitze sind. Hoppala, so. Das soll ich vielleicht nicht auf der Spitze liegen lassen. So, das wieder ins Bild. Diese Seite. Dann erstmal dritte Stufe testen. Ein Dummy rein. Der ist da rein. Die Gewindestange wieder. So. Die können wir aus dem Bild packen, die brauchen wir nicht mehr. Ja, komm schon. Ja, das ist halt. Die ist nicht ganz einfach, das mit dir so zu machen, dass das nicht wackelt, aber auch nicht spannt. Also genau richtig halt. Und das, ja, kenne mich da mit 3D-Druck und Präzision noch nicht gut genug aus, dass ich das hinkriege. Das will ich gar nicht behaupten. Da gibt es sicherlich Leute, die genau wissen, wie man was ausdrucken muss, dass das in den Toleranzen bleibt. Ich gehöre nicht dazu. So, Dale. Hey, das sieht mächtig aus. Sag's euch, das sieht mächtig aus. Wenn wir da jetzt die vierte Stufe noch. Jetzt gucken wir erstmal, ob die 3 Stufen was bringt. Oh, hey. Einfach nur, weil es witzig wäre. Vierte Stufe, nein. So. Ui. Plus, minus. Und wie Magie dreht es in die richtige Richtung. Wie wenn ihr Ahnung von hättet. Hey. Ah, das hört sich. Ja, das bei Hör mal, wer da hämmert. Mehr Power. Irgendwann machen wir mal ein schwungrädles Blaster mit Verbrennungsmotor. Einfach, wenn wir es kennen. Wobei, kann es nicht, ich habe dafür für die Räumlichkeiten nicht. Ich hätte jetzt niemand auf die Idee bringen sollen. Lass der Abo nicht da. Wenn ich genug Abonnenten habe, kann ich mir vielleicht die Räumlichkeiten leisten. Dann können wir so Blödsinn machen. Also, und glaubt mir, ich mache sowas dann auch. Aber momentan fehlen mir die Räumlichkeiten, weil da bräuchte ich irgendwas im Freien. Und auch die Ahnung von Verbrennungsmotoren. Elektromotor ist halt einfacher. Da sehe ich jetzt 2 Drähtler noch und schon ist erledigt. So, 3 Stufen. Gucke, was rauskommt. Ja, komm schon. Deswegen sind da die ganzen Luftlöcher drin. Okay. Ja. Jetzt ist es. Was soll ich? Muss jetzt irgendwas nebenher machen. Meine Gedanken dazu sammeln und meine Enttäuschung. Der Mittelwert ist 30,6. Das heißt, ja, wir haben bei der anderen Stufe heute zwar 28,8, aber wenn man den Ausreißer mit 17,9 rausrechnet, haben wir 30,98. Beim ersten Teil hat man bei der zweiten Stufe also 30,3. Das heißt, wir sind eigentlich schlechter geworden. Gott, es sei. Was sei kann, dass die Batterie jetzt immer genug Leistung hat. Das heißt, wenn man die 4. Stufe einfach mal anschließen und die nebeneinander liegen lassen. Das heißt, hoppala, sage mal,
Das ist irgendwie so, oder nicht? Dann müsste es nach der Theorie jetzt, so von dem ist ja alles gleich aus, dass wir die Stromaufnahme erhöht haben. Dann müsste es nochmal schlechter werden. So, also 30,6 im Maximum. Kugelschreiber ausfahren. 29,7 im Minimum. Und also 30,6 im Mittelwert, 3 Meter pro Sekunde. Dann 29,7 Minimum, also 30,6 Meter pro Sekunde im Maximum. So. Dann Resette. Ah, falscher Knopf. Massive Überforderung. So, Delay. So. Okay, die dreht mit. Das heißt, das müsste jetzt nur mal ganz schlechter werden. Okay, ja gut, jetzt haben wir wieder 28,5, weil wir da einen Ausreißer haben. Aber seht, da sind wir im Mittel auch nicht. Also selbst wenn man die 18,5 mal gedanklich rausstreicht, der war wahrscheinlich ein bisschen verkantet. Das heißt, wir werden wahrscheinlich 4S Lipo brauchen. Dass da am Ende des Tages bei den Motoren noch genug ankommt, dass man die vierte Stufe oder die dritte Stufe überhaupt erst nutzen können. Also sonst, ja, wenn wir durch die dritte Stufe Verschlechterung haben, das seht jetzt. Das heißt, wir haben 28,5 und ich rechne noch einmal das Minimum von 18,5 raus, aber ich denke, da werden wir auch nicht besser sein. Also das sieht jetzt auch ziemlich ähnlich aus. Was haben wir? Also 30,2 im Maximum, 28,5 im Mittel und 18,5 Meter pro Sekunde im Minimum. Oh, das ist ziemlich enttäuschend jetzt, das Ergebnis. Das heißt, das ist jetzt nicht das, was ich erwartet habe. Ich habe gedacht, mehr ist besser, mehr hilft viel, viel hilft viel. So, der ist auf Seite. Dann sollte man das Batteriele rausmachen, bevor man dran rumbastelt. Man braucht da noch. Ja. So, das Ding da raus. Das können wir mal ausmachen. Wir bauen jetzt 2 Stufen rein, lassen aber die dritte in Betrieb. Guckt. Wie sich es dann verhält. So, müssen sie trotzdem abklemmen. Das ist jetzt nicht das Ergebnis, was ich gehofft habe. Ich habe jetzt bei der Viertelstufe mal noch nicht die Schwungrädler montiert, aber sind wir ehrlich, wird man wahrscheinlich 4S Lipo kaufen. Weil da müsste jetzt dann so viel, über die Motoren müsste jetzt so viel Spannungsabfall sein, dass wenn man noch 4S Lipo anschließen, dass es sich wieder ausnivelliert. Oder halt irgendein Motor durchschmilzt, aber okay. Der Punkt ist, wenn wir es machen, dann auch wissen wir es. Okay, das ist, ja, das ist vielleicht nicht so sicher, aber ja. So, haben wir ein paar Pfeile drin. Gucken wir mal. So, was haben wir denn noch drin? Da haben wir noch einen.
Deswegen hat es die ganze Löcher, weil wenn man da jetzt über Zeit lang die Pfeile drin lässt. Machen wir die zwei noch. Der Rest hat es nämlich schön dahinter ins Netz reingeschossen. Ich will da nicht immer neue nutzen, weil die müssen, glaube ich, nicht so besonders sein für die Blasterkonstruktion. Oh, die ruft schon ab. Wo das? Müsste. Also, ich habe. Was sind das? Hurricane Blaster von Workers. Da sind die Schwungrädler raus. Aber ich habe noch nie einen Hurricane Blaster besessen. Also ich habe keine Ahnung, wie das bei dem ist. Aber das müsste. Der Abstand müsste passen. Ich meine, seht ihr, das Ding hat ordentlich Zunder. Schon eine Ecke besser. Mit 2 Stufen. Also mit 2 Stufen wieder. Der erste Blaster. Ja, drückst mal die Schraube da raus. Zur Not. Ich muss mal gucken, den 4S-Lipo habe ich glaube noch nicht da. Manchmal kauft man sich Zeugs, ohne vorher zu überlegen, ob man das braucht und ob man es braucht. Oder wenn man sich denkt, oder wenn man mal was im Kopf hat und es kommt dann doch nicht so. So. Magazin rein. Das ist ein erneuerndes Ergebnis. Die Schwungrädler da unten freidrehen lassen. Und die Batterie wieder rein, weil mit einer hochohmigen Verbindung geht's nicht. Das ist jetzt natürlich für die Geräuschkulisse nicht so gut. Aufwacher, geht was da? Ich messe. Das wäre cooler Stadtsound, wenn man das. Ich messe. Aber leer ist. Und der Tisch versaut. So, das heißt mit 3 Motoren und 2 Stufen. Also 3 Stufen angeschlossen, aber nur 2 im Betrieb. Haben wir Mittel von 30,3. Das heißt, ja, das sind wir sogar einen Ticken schlechter wie mit bloß 2 Stufen. Und so viel wird sich die Batterie jetzt mit in den paar Schuss nicht entladen haben. Das heißt, und die sind jetzt relativ nah beieinander. Also was haben wir? Ja, Minimum von 29 und Maximum von äußer 30,2. Das heißt, eigentlich notieren wir das mal. 30,3 im Mittel und im Minimum 29,0 und im Maximum äußer 30,2. Das sind jetzt 2 Stufen, aber 3 angeschlossen. Gehört auch zum zweiten Teil. Und mal gucken, ob ich all die Messwerte da unten zusammenschreibe. Ja. So, da habe ich mehr Pfeile. Eins, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir ein paar für Spaß. Aber machen wir. Testen wir noch eure Referenzmessung. Nicht bloß 2 Stufen. Das dürfte. Ist jetzt einfach. Das ist einfach weg. Und das auf die Seite. So, das auf die Seite. Magazin raus. Nebenher das Messmittel kurz ausschalten, dass es sich automatisch resettet. Was seht ihr?
So sieht so ein Pfeil normal. Ah, gut, der ist auch, so sieht er halt noch im Magazin aus. Das ist, also das ist ein interessantes Magazin. Kein praktisches. Und nicht unbedingt materialschonend. Ist halt. Ich wollte einfach wissen, ob das Gott und das ist schon cool. So. Was seht ihr, wie lange das dauert? Aber so langsam habe ich wieder Dreh raus. Und bei dem Magazin trifft sich das sogar mit Dreh raus. Bei den Pfeile geht sogar besser, da brauche ich keine Essstäbel dafür. Weil andere Pfeile bei der Weiße habe ich Essstäbel braucht. Ich habe das Magazin, das ist jetzt auch besser, dass das so luftig ist, weil da kann man da, die Steg sollte eigentlich noch viel dünner sein, dass man da viel leichter durchgreifen kann. So. Komm schon. So. So, Messmittel. Aufwache. Ich messe. Machen wir nochmal. So, 29,3. Sind wir minimal schlechter. Wir haben mit 25 und 28 vielleicht einen Ausreißer. Ja, passt auch. Es kann jetzt auch sein, dass, wenn man die Pfeile immer wieder oft verwendet, dass die also auch nicht besser wird. Das heißt, die dritte Stufe bringt eigentlich schon gar nichts mehr da. Ne? Also zumindest mit der Batterie nicht mehr. Das ist ein enttäuschendes Ergebnis. So. Aber, um noch einfach ein bisschen Spaß zu haben. Ui. Ich will Spaß, nicht Stress. Was soll ich denn nicht verklemmen? Das Magazin muss irgendwie unterkalter werden. Das macht Spaß. Und vor allem die schießt so schön raus, weil, ja, das ist halt, ich glaube, der Vorteil von dem Blaster, ja, das ist, Magazin, gut, der Nachteil ist, dass das Magazin, nein Gott, wenn das Magazin leer ist, aber ihr seht, wie kurz die Strecke da ist. Oder das ist so richtig, also, das gefällt mir einfach an dem Blaster. Gut, ich meine, ihr habt da auch meine Präferenz an der Stelle, weil mein Blaster und wirklich, also meins und im Sinne von meinem Begriff für meins ist, wenn ich halt wirklich was selber erschaffen habe und dann gehört es mir auch wirklich so in etwa. Mein klar ist der Inspiration von was weiß ich und Zeugs, aber es ist wesentlich mehr meins wie etwas, was ich mir einfach im Laden kaufe. Mein Gott, 3D-Druck und so habe ich auch gekauft, aber das. Und ihr seht halt noch nicht, was ich sehe. Aber ihr werdet sehen, was ich jetzt sehe. Wie das noch. Weil ich sehe jetzt halt schon, wie das nachher aussehen kann. Und oder das eine Kabel habe ich. Das sollte ich vielleicht nochmal kürzer und da auf die Länge und das andere auf die Länge, aber den werden wir uns wahrscheinlich so lange jetzt wieder sehen, bis ich mir ein 4S Lipo gönnt habe. Und dann werden wir die unterschiedliche Stufe nochmal probieren, weil das lasse ich so jetzt nicht auf mir sitzen. Also, so halbe Enttäuschung. So viel Arbeit und hat nichts gebracht. Gut, aber ich meine, deswegen haben wir jetzt auch den Versuch gemacht, einfach um zu sehen. Bringt's was, aber man sieht, ja gut, also im letzten Test haben wir auch schon gesehen, Mittel, ja,
was haben wir? 3,4 Meter pro Sekunde hat es im Mittel zugenommen. Oder habe ich das so richtig gerechnet? Ja, von 27,9 auf äußerst 30,3. 27,9 war im Mittel, war die erste Stufe und äußerst 30,3 war die zweite Stufe im Mittel. Also das war jetzt kein gigantischer Sprung. Und von der dritten Stufe habe ich dann auch nicht den gigantischen Sprung erwartet. Und das nächste, was man jetzt machen könnte, ist schauen, dass man auf den 4S Lipo geht. Wenn die ganze Spannungsabfall durfte er dann auch wieder relativ niedrig, oder durfte es auch wieder niedriger werden. Das hätte ich eigentlich machen können, Spannungsanzeige montieren. Das hätte vielleicht was geholfen. Da hätte man nämlich gesehen, wie stark die Spannung einbricht. Aber ja, gut. Das hat mir trotzdem Spaß gemacht. Also da dran rumlöten und was zu basteln. Das macht schon immer Spaß. Und das ist jetzt eine Erkenntnis und da probieren wir weiter und dann gucken wir, was denn da rauskommt, wenn man 4S Lipo verwendet. Aber dafür lasst das Abo nicht da, drückt das Klingeln, kriegt das auch mit und zwischendrin machen wir ein bisschen was anderes. Und ich wünsche euch dann viel Spaß beim Basteln.